des 1. Jahrhunderts. Paulus befindet sich im Gefängnis. Er schreibt einen Brief an die Christen in Kolossä. Mit dem Brief reist auch ein Sklave namens Onesimus zurück. Er ist von seinem Herrn in Kolossä geflohen und fand bei Paulus zum Glauben an Jesus. Sein Leben wird auf den Kopf gestellt. Jetzt kehrt er zurück zu seinem Herrn, früher Sklave, jetzt Bruder in Christus. Denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Der Beginn einer neuen Ära in der Gemeinde der Kolosser. Ja, der Onesimus, wie wir gesehen haben in dem Video, er war ein Sklave. Onesimus war ein Sklave in Kolossä und er ist weggelaufen. Er hat seinen Weg nach Rom gefunden und dort ist er an Paulus begegnet. Nicht nur an Paulus, sondern auch Jesus. Er ist nämlich Christ geworden, er ist gläubig geworden und er ist an Paulus ein treuer Freund und ein treuer Unterstützer geworden. Wir lesen dann, wie er später wieder zurückgekehrt ist nach Kolossä. Zum einen zu dieser Gemeinde, wo noch Teil davon geworden ist, wo der Paulus den Brief geschickt hat. Und auch zu seinem Herrn. Also er hat sich wieder eingeordnet als Sklave, ist wieder Sklave geworden, zurück zu seinem Herrn gegangen. Und wie der Onesimus als Sklave so einen Unterschied hat können machen mit seinem Leben, kann jeder von uns auch einen Unterschied machen mit seinem Leben. Hey, egal, wie unsere soziale und gesellschaftliche Stellung ist, oder sogar wenn du ein Opfer bist von Ungerechtigkeit, egal was dein Hintergrund ist, wie dein Leben, deine Vergangenheit aussieht, du kannst einen Unterschied machen mit deinem Leben, dort, wo du bist, in deinem Alltag, jetzt, da. Und das ist genial. Und das bringt mich gerade in das 3. Kapitel vom Kolosserbrief. Wir sind im 3. Teil von dieser Serie. Kolosserbrief. Und heute wird es sehr praktisch. Es wird herausfordernd werden in dieser Predigt für unser Leben. Und wir starten gerade in ein paar Bibeltexte. Wir werden dann miteinander einige Bibeltexte anschauen von dem 3. Kapitel. Aber jetzt dürfen wir zuhören und ihr könnt da vorne mitlesen. Wir gehen nämlich das Kapitel 3, Vers 1 bis 2 und nachher gumpen wir zu Vers 8 bis 11. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf mehr über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Da ihr nun also Spannende Texte, spannende Versen, oder? Wie gesagt, es ist herausfordernd, aber ich finde auch, es ist ein begeisterndes Thema. Es geht nämlich darum, ein Alltagsleben im Jesus-Style zu leben. Und der Titel für diese Message ist «Auffällig anders». Auffällig anders. Auffällig anders war auch das letzte Jahr. Wir sind in eine Extremsituation gekommen, in die Pandemie, wo wir eigentlich immer noch drinnen stehen. Und vielleicht geht es dir ein Stück weit ein bisschen wie mir. Und zwar, dass in dieser Zeit dir gewisse Menschen auffällig anders begegnet sind. Oder du sie auffällig anders wahrgenommen hast.
Vielleicht mit ihrem Verhalten, vielleicht mit ihrer Meinung, die dir plötzlich neu oder fast fremd war oder ist. Vielleicht aber auch sind neue Seiten von Menschen so vorgekommen, als Licht gekommen, die du nicht gekannt hast. Es können auch viele gute Seiten sein, die auffällig anders sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich in dem letzten Jahr ab und zu mal gefragt, lebe ich in dieser Extremsituation einen Jesus-Style vor? Lebe ich in dieser Nachfolge wie Jesus? Und gerade in den letzten Monaten bin ich etwa mal online gewesen und ich bin so Online-Diskussionen begegnet. Diskussionen, die sehr konstruktiv waren, aber zum Teil auch Diskussionen, wo die Leute recht aufeinander los sind. Und ich habe mich dort gefragt, hey, ist das die Art und Weise, wie es Jesus gemacht hätte? Ist das die Art und Weise, wie Jesus würde vielleicht argumentieren? Hast du dich das vielleicht auch schon gefragt, gerade in dieser Zeit? Und mir ist wichtig, mir geht es nicht darum, jemandem so mit dem Finger auf eine Person zu zeigen. Der Johannes Wirth sagt immer gut, schau dort, wo du mit einem Finger auf eine Person zeigst, achte dich darauf, dass 3 weitere zurück auf dich zeigen, oder? Und das möchte ich einfach wirklich nicht heute Morgen. Aber mir ist das Anliegen, dass wir dem heutigen Morgen mit uns selber ehrlich sein können. Mit unserem Lebensstil, den wir ausleben in unserem Alltag. Um das geht es im heutigen Morgen. Und auch die Texte in dem 3. Kapitel, die rufen uns zu, unser Leben nach Jesus und nach seinen Maßstäben auszurichten. Mit unseren Werten, mit unseren Prioritäten, mit unserem Verhalten. Und die Frage kommt da schnell auf, wo habe ich da noch mehr Potenzial, so wie Jesus zu werden? In seinen Fußstapfen zu laufen oder nachzufolgen. Wie der Kolosserbrief zeigt uns so eine unglaubliche Sprengkraft vom Evangelium auf, wie durch Jesus unser Leben verändert werden kann. Und wir lesen von 4 so Hauptbereichen, wie sich unser Leben nachhaltig verändern kann, wenn wir ein Leben mit Jesus Christus führen. Und wir schauen diese 4 Bereiche jetzt gerade miteinander an. Für das gehen wir nämlich gerade in die Texte ein. Wir lesen hier im Vers 5. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Der Paulus liefert uns hier eine ganze Liste mit so Praktiken, die wir töten sollen. Und wir haben vorher von Max, wie er das vorgelesen hat, noch so eine weitere Liste gehört, wo er gesagt hat, Zorn, Aufbrausen, Lügen. Wir haben die Texte auch, genau, die kannst du auch noch vorbringen, da sieht man es nochmal. Und die Praktiken erwähnt Paulus und die Praktiken kann man eigentlich so in 3 Hauptbereiche aufteilen. Zum einen ist das ein sexueller Bereich, dann ist es der Bereich der Sprache und dann ist es noch die Habgier, die er hier anspricht. Und in erster Linie geht es um unser persönliches Verhalten in diesen Versen. Aber das persönliche Verhalten, das hat doch auch immer eine Auswirkung auf mein Gegenüber. Unser Fehlverhalten kann eben unser Gegenüber prägen. Und manchmal ist das Gegenüber eine grosse Gemeinschaft, vielleicht die Familie, die Verwandtschaft, Small Group oder sogar die Kirche. Und darum warnt uns der Paulus und sagt, hey, tötet das Verhalten, legt das Verhalten ab. Wie darin hilft uns noch etwas, und zwar die bedingungslose, unerschütterliche Gnade von Gott, so ein Verhalten abzulegen. Ein Leben, durchdrungen vom Evangelium, hinterlässt veränderte Spuren in unserem persönlichen Leben oder in unserer Lebensführung. Der Paulus zeigt uns dann im Vers 12 auf, welches Verhalten das wir uns aneignen sollen. Und er sagt, hey, darum kleidet euch in tiefem Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme, mit Geduld. Geht nachsichtig miteinander um. Und wichtig, vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat. Und vielleicht denkst du, wenn du das so hörst, hey, das klingt gut und schön, aber auch ein bisschen sentimental. Oder vielleicht denkst du, hey, muss ich jetzt fast ein bisschen sensibel werden? Oder vielleicht denkst du, schwach werden?
Aber Sanftmut und Liebe, das ist keine Schwäche. Und man könnte es bildlich gesprochen vergleichen wie mit einem wilden Pferd, das gezähmt werden muss. Die Kraft ist immer noch da, wenn das Pferd gezähmt ist. Aber die Kraft ist kontrolliert. Und so ist es doch so ähnlich mit unserem Leben, wenn es um die Veränderungen geht. Und manchmal ist das gar nicht immer so offensichtlich, die Verhaltensmuster. Manchmal sind sie nicht offensichtlich, sondern manchmal können das auch so blinde Flecken sein. Oder vielleicht so ein Antrieb hinter deinem Verhalten, wo du plötzlich merkst, okay, ich verhalte mich darum so, weil da noch etwas dahinter steht. Ich weiss noch genau, vor ein paar Jahren, als ich noch in einer Wege gewohnt habe, hatte ich mal so einen Moment gehabt, wo mir ein blinder Fleck aufgezeigt worden ist. Ich habe mit meiner Kollegin geredet und irgendetwas hat mir nicht gepasst. Und dann habe ich ihr so einen zynischen Kommentar zurückgegeben. Und sie ist ruhig geworden, hat nicht mehr viel gesagt. Und irgendwann sagt sie, Steffi, ich mag dich so, aber manchmal kannst du so Kommentare rauslassen und sie sind einfach noch verletzend. Und ich bin dort gesessen und dachte, ui nein, das war mir nicht bewusst gewesen. Und mich hat das getroffen, weil ich eine Freundin sein, eine Person sein, die das gute Mensch sieht, die Menschen aufbaut, die den Frieden fördert. Und ich habe mich entschieden, das Jesus anzugeben, das abzulegen. Es war ein Dranbleiben und ich konnte das ablegen über die Zeit. Oder so ein blinder Fleck, der dir jemand aufzeigt. Vielleicht kennst du das auch. Das ist vielleicht dein Partner, der mal so einen blinden Fleck aufzeigt. Und im ersten Moment kann es wehtun. Aber es ist eben dann so befreiend, wenn wir uns wirklich daran machen und das ablegen können. Spannend in diesen Versen ist, der Paulus stellt immer wieder den Zusammenhang von uns mit Jesus her. Und zwar sagt er, hey, Gott hat euch vergeben, darum vergebt ihr auch. Oder weil Gott Menschen zuerst liebt und euch liebt, lieb die Nächsten, lieb dich selber. Und er betont das so stark, weil es Gottes Wunsch ist, dass der Friede herrsche. Dass das soll unser Antrieb sein, der Friede in unserem Miteinander. Der Friede, der unser Leben bestimmt und der Friede mit dem Umgang mit unseren Mitmenschen. Und darum lass uns immer wieder anschauen, wo wir so ein Verhalten haben, das nicht den Frieden fördert. Ich würde dich fragen, wo fordern dich die Texte vielleicht nochmal neu raus? Wo ist es vielleicht mit deiner Sprache, dass du manchmal übertreibst beim Erzählen und in Unwahrheiten hineinrutschst? Oder wo wirst du gemein, wenn du dich bedroht fühlst? Und eine gute Frage, die man sich immer wieder stellen kann, und die ich mir auch stelle, wenn ich schwätze, ist es wirklich notwendig, das auszusprechen? Stelle ich mich jetzt einfach ins gute Licht? Muss das wirklich gehört werden? Das, was mir jetzt gerade so auf den Lippen liegt. Wir gehen weiter. Wie der Paulus zeigt uns noch weitere Verse. Und er zeigt uns auf, was es heisst, aus einem Leben mit Jesus in den zwischenmenschlichen Beziehungen zu leben. Da gehen wir im Bereich Arbeit. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Wenn man das so liest, könnte man auf den ersten Augenblick oder auf den ersten Blick meinen, hey, der Paulus will da Sklaverei rechtfertigen. Das ist aber die falsche Schlussfolgerung. Sklaverei war dazumal ein ganz normaler Teil der Kultur. Ganz viele Leute hatten Sklaven, die für sie gearbeitet haben. Und der Paulus ruft die Sklaven dazu auf, mit aufrichtigem Herz ihren Herren zu dienen. Sich als Sklave einzuordnen und vorbildlich mit einer Hingabe zu arbeiten und zu dienen für die Herren. Wir haben am Anfang in dem Video gesehen und gehört, wie der Onesimus so ein Sklave war. Er ist weggelaufen nach Rom, hat den Paulus kennengelernt, ist zum Glauben gekommen und er ist wieder zurückgegangen nach Kolossä und er hat sich wieder eingeordnet als Sklave, die Arbeit wieder aufgenommen. Und ich habe mir überlegt, hey, wie auffällig anders hätte das doch sein müssen.
Für die anderen Sklaven, die gesehen haben, dass ein Sklave wieder zurückkommt und sich freiwillig wieder in den Dienst begibt. Für den Herr, der ihn wieder eingestellt hat. Ich glaube, das hat so einen Unterschied gemacht und das hat Fragen aufgeworfen. Und darum fordert uns die Verse auch heute noch auf, dass wir mit ganzer Hingabe unsere Arbeit ausführen. Wie wir dienen letztendlich Gott und nicht einfach einem Mensch. Und es ist ein Unterschied, ob ich für Gott arbeite oder ob ich das einfach mache, weil ich es machen muss. Und umgekehrt sollen wir als Arbeitgeber unsere Arbeitnehmer mit Respekt leiten, mit der Haltung, dass wir es auch für Gott machen, für Gott tun. Und der Paulus beschreibt da so eine aufrichtige Herzenshaltung. Und darum, hey, lass uns anschauen, wie unsere Herzenshaltung ist. Am Montagmorgen, vielleicht am Dienstag, am Mittwoch. Und lass uns bei der Arbeit Jesus vor Augen haben. Wie wir machen es für ihn und nicht einfach nur für die Menschen. Ich würde dich fragen, wo fordert dich der Text für deine Arbeit raus? Das Geniale ist, wenn wir Jesus nachfolgen, dann verändert das unseren Umgang mit dem Vorgesetzten oder auch mit dem Untergebenen. Wir werden auffällig anders bei der Arbeit. Wir gehen zum nächsten Bereich. Es geht um Ehe und Familie. Und da schreibt der Paulus: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Das Unterordnen hinterlässt vielleicht manchmal so ein bisschen einen komischen Nachgeschmack, wenn man das liest. Aber was uns der Paulus damit sagen will, oder dazu mal wollte sagen, hey, Frauen, respektiert eure Männer, ordnet euch unter, so wie es dazu mal üblich war. Das war auch anständig, wenn man sich einem Mann untergeordnet hat. Und dem Paulus geht es darum, dass sich die Frau nicht über den Mann erhebt, wie das jetzt dazu mal auch gegeben. Das hat der Mann in ein ziemlich schlechtes Licht können bringen oder rücken. Und anstatt den Frauen zu sagen, dass sie gleichwertig sind, was dazu mal enorm kritisiert worden wäre, gibt der Paulus praktische Leitlinien für die Ehe und für die Eltern mit. Und er macht ihnen deutlich, dass eine Ehe, die von Gott geprägt ist eine Ehe, die von Liebe und Respekt geprägt ist und Liebe und Respekt die Ehe ausmacht. Spannend ist, das Wort Liebe ist dazu mal sehr auffallend gewesen. Wie die meisten Ehen sind Zweckehen gewesen. Das war nicht so wie die Joni und ich. Man dann sieht und denkt, wow, dich will ich. Nein, sonst war es eine Zweckehe gewesen. Und vielleicht hat man sich lieben gelernt, ja. Und so eine Ehe ist dazu mal fast revolutionär gewesen. Und das hat so einen Unterschied gemacht, wie man das nicht gekannt hat. Sonst war es das Normalste gewesen, dass sich einfach unterordnet hat. Und auch für uns gilt das heute immer noch. Dass wir uns gegenseitig respektieren, gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen, einander lieben. Frauen, da dürfen wir uns einmal fragen, hey, wo erheben wir uns vielleicht? Über unsere Männer? Vielleicht gerade mit unseren Worten. Indem wir vielleicht unseren Männern keinen Respekt überbringen. Vielleicht etwas sagen von anderen Leuten, ihn belächeln, respektlos werden. Hey, das ist eine Aufforderung, unseren Mann zu respektieren und ihn zu achten. Und das fängt im Denken an, in unseren Gedanken. Und Männer, das ist eine Aufforderung für euch. Liebt eure Frauen. Hört ihnen zu, was sie sagen. Auch wenn sie es schon 10-mal gesagt haben. Auch wenn es dich vielleicht nervt. Aber hey, nehmen wir das ernst. Und ich merke, dass in unserer Ehe, dort, wo mich der Joni liebt, fällt es mir so einfach, ihn zu respektieren. Und dann sage ich, ja, entscheid du. Es fällt mir so einfach, das ist so ein Miteinanderspiel. Und ich bin überzeugt, dass einer der grössten Schlüssel für eine Ehe ist, sich gegenseitig höher zu achten. Wir sagen immer, wir wollen einander bevorzugen. Auch mit dem Wissen, dass ich vielleicht zu kurz komme. Hey, ich würde dich fragen,
Wie steht es um deine Ehe? Wo kannst du da vielleicht noch Schritt machen und Jesus ähnlich werden? Und stell dir vor, wenn du eine Ehe lebst, die von dem Jesus-Style geprägt ist und wo auffällig anders ist, auffällig positiv für die Menschen in deinem Umfeld. Ich finde das genial. Ich komme zum letzten Bereich, das ist der Bereich der Gesellschaft. Und wir lesen Folgendes. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Können wir mal alle sagen, in allen? Ihr die auch, in allen. Hey, wenn wir uns nach Jesus ausstrecken und verändern lassen, dann wird sich auch unsere Sicht für die Gesellschaft verändern. Mir ist in der Vorbereitung das Bild in den Sinn gekommen von der Offenbarung, Kapitel 7, wo steht, dass Menschen aus allen Nationen, aus allen Hintergründen, Menschen mit allen Hautfarben vor Gott kommen und den Gott arbeitet, miteinander, vor ihm. Und mir zeigt das so, wie Gott eben nicht wertet, wie Gott nicht unsere Gesellschaft wertet. Die Stelle vom Himmel zeigt mir, dass Jesus Menschen nicht nach ihrer Bildung, nach ihrem Hintergrund, nach ihrer Nationalität wertet, sondern er sieht alle gleich als Ebenbild von ihm gemacht. Und wie schnell gibt es doch manchmal die Tendenz, dass wir vielleicht denken, unsere Kultur, die ist eben schon ein bisschen besser. Ich weiss, wenn ich auf Australien bin, an der Bibelschule, und dort hat es Leute aus allen Kulturen, die zusammenkommen. Oder hörst du Amerikaner, Amerika, das beste Land. Und wie schnell haben wir doch als Schweizer gedacht, wie wir einfach strukturiert sind und organisiert, hey, wir sind's. Und ich bin sicher, wahrscheinlich hat jede Nationalität irgendwie so von sich gedacht. Und irgendwo durch ist das ja auch gut. Und es hat viel Gutes, was wir mit uns bringen und was wir da haben. Aber hey, sobald wir anfangen zu werten, ist es nicht mehr gut. Jesus wertet nicht, sondern er sieht alle gleich, auch in unseren Nachbarländern. Und stell dir vor, was sich heute noch alles verändern könnte, wenn wir als Christen nicht werten und nicht schubladisieren. Schweizer, Ausländer, Konservative, Liberale, Obdachlose, Unternehmer, Frauen, Männer. Wenn wir alle gleich sind, wie sie auch sind, vor Jesus Christus. Ich finde es begeisternd, wenn man die Geschichte anschaut, zurückschaut, in die letzten 2000 Jahre, dort, wo sich Christen auffällig anders um Menschen gekümmert haben. In den Zeiten des Krieges, in den Zeiten der Pest, wo Spitäler aufgebaut worden sind, Waisenhäuser, wo Christen angefangen haben, Menschen zu dienen, Sklaverei, die zum Teil abgeschafft worden ist, Schulen, die entstanden sind, Einsätze, die gemacht worden sind, geleistet worden sind in den Pestzeiten. Egal für wer oder wen, hey, dort, wo Christen einen Unterschied gemacht haben mit ihrem Dienst, dort ist das Reich Gottes gebaut worden. Und es hat so eine Sprengkraft und es hat Auswirkungen bis zum heutigen Zeitpunkt. Ich glaube, Rassismus wäre nicht mehr so ein Thema, wenn wir diese Texte ernst nehmen und ausleben. Hey, wo hast du noch Potenzial, wenn es um Gesellschaft geht? Ich glaube, wir alle haben noch Potenzial. Die Texte zeigen uns, wohin sich ein Leben in dieser Jesus-Nachfolge soll verändern. Und jetzt ist die Frage, was ist der Weg dazu, um auffällig anders zu werden, um ein Leben zu führen, das positive Fragen aufwirft in unserer Umgebung. Und ich habe einmal 3 Impulse dazu, die ich euch mitgeben am heutigen Morgen. Der Paulus sagt, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Das ist ein Bild von dem Gewand, von dem Kleid, das zur damaligen Zeit sehr leicht verständlich war. Und zwar hat der antike Mensch
sich nicht täglich neue Kleider leisten konnte. Er hat nicht täglich ein neues Kleid angelegt oder neue Kleider, so wie wir das heute vielleicht machen. Gewänder sind individuell angefertigt worden, man hat noch wenige davon gehabt. Und so ein Gewand hat eine Person ausgemacht. Das Gewand hat zu dieser Person gehört. Und es war ein Stück weit ein Ausdruck von der Identität von dieser Person. So ein bisschen im Stil von man ist, was man trägt. Und Kleiderwechsel hat einen Wechsel von der Identität bedeutet. Ein Sklave hat andere Kleider angehabt als ein Herr, jemand Reiches, jemand Hochstehendes. Und darum geht es darum, das bisherige Leben, das alte Leben abzulegen. Und bei der Taufe legen wir auch das Gewand ab. Wir reden ja davon oder lesen auch im Römer, wie der alte Mensch, wenn man taucht, unten bleibt und wir kommen rauf mit Jesus, der neue Mensch. Und so ist das ein Bild auch für das Gewand, das wir tragen, mit der Taufe. Wir tauchen ab, das alte Gewand bleibt unten und wir kommen rauf und legen das neue Gewand an. Jetzt gibt es einen Haken. Das Gewand kann schwimmen. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass das Gewand irgendwann wieder so an die Oberfläche kommt, die alten Verhaltensmuster. Und wir merken, oha, da ist noch etwas rum, das ich eigentlich lieber nicht hätte. Kennst du, oder? Dass es plötzlich sichtbar wird. Hey, und darum müssen wir die Taufe, die wir mal hatten, immer wieder ins Heute ziehen. Darum müssen wir fortwährend die Kleider, die nicht zum Jesus-Style gehören, abziehen. Das ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, wo wir drinstehen. Und die Kleider ablegen, das bedeutet, sie ablegen und umkehren. Umkehren bedeutet Buß tun. Das ist das gleiche Wort. Ich möchte dich fragen, wo musst du umkehren? Wo musst du vielleicht Buß tun? Und das Geniale ist, wenn wir das machen, wenn wir die Kleider ablegen, dann verändert uns das. Die Art und Weise, wie wir Beziehung leben. Aber nicht nur das, sondern eine wird sichtbar durch uns. Und das ist Jesus Christus. Wir werden immer mehr zu kleinen Jesus. Er wird sichtbar durch uns, von unserem Umfeld. Und die Transformation macht uns zu reifen Christen. Nicht mehr Wissen macht uns zu reifen Christen, sondern die Transformation, indem wir Jesus lieben, indem wir unsere Nächsten lieben und daraus so ein verändertes Leben führen, indem wir uns danach ausstrecken und die Früchte vom Heiligen Geist anwachsen in unserem Leben. Liebe, Freude, Selbstlosigkeit, Nachsicht, Selbstbeherrschung und so weiter. Das sind die Früchte, die Paulus davon redet, dass sie unser Leben bestimmen sollen. Das sind die Früchte, die zeigen, wie reif wir sind. Reife in unserem Umgang miteinander. Reife in der Familie. Geistliche Reife in der Ehe. Stell dir vor, hey, wenn diese Früchte noch mehr in deinem Leben wachsen. Wow, ich will noch mehr von dem in meinem Leben. Noch viel mehr. Jetzt stellt sich die Frage, wie kommen wir denn dazu, im Alltag die alten Kleider abzulegen und die neuen Kleider anzuziehen? Der Kolosser sagt, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Und es ist so eine Haltung, und zwar die Haltung, der Kopf im Himmel, aber mit beiden Beinen auf der Erde. Der Kopf im Himmel, aber mit den Beinen auf der Erde. Wie geht das konkret? Das bedeutet, dass wir mit unseren Gedanken, mit unserem Denken, mit unserem Verstand auf den Himmel ausgerichtet sind. Uns an der himmlischen Wirklichkeit orientieren im Leben. Auch wenn der Himmel zum Teil nur ansatzweise da sichtbar und spürbar ist. Hey, leben wir mit dieser Hoffnung, die auf uns wartet im Himmel. Leben wir mit dieser Hoffnung. Leben wir mit der so himmlischen Perspektive im Alltag. Wie das gibt unserem Leben Sinn. Einen grösseren Sinn, einen grösseren Wert als unser Alltagserfolg, den wir haben können,
Anerkennung, Beliebtheit, sondern das Wissen, dass ich von Jesus gehalten bin. Das Wissen, dass ich getragen bin und dass ich für etwas Größeres als das Leben lebe. Der Kopf im Himmel. Und durch die Beziehung zu Jesus werden wir nach und nach verändert. Durch Gottes Wort, wo wir lesen, wo wir anwenden, wo wir uns verändern lassen. Und ich glaube, wir wissen alle, mit dem, was wir uns fühlen, hey, das macht uns aus, das lebt in uns. Und darum, lass uns mit Wort Gottes füllen. Lass uns ausstrecken nach dieser Beziehung. Wie dort, wo wir uns den ganzen Tag mit anderem fühlen. Dort wohnt das auch in uns inne. Und wir werden nicht verändert. Und das Geniale ist, die Veränderung ist nicht einfach ein Müssen, sondern es ist ein natürlicher Herzensveränderungsprozess. Und mit beiden Beinen auf der Erde stehen, das bedeutet, in der Realität stehen, von den Zeiten vom Hoch, von den Zeiten vom Tief und das umzusetzen, was wir im himmlischen Reich lernen. Und was wir in der Gemeinschaft hier untereinander auf der Erde lernen und uns gelernt wird. Mit dem Kopf im Himmel, mit beiden Beinen auf der Erde. Ich komme zum Schluss. Der Paulus sagt zum Schluss in Kolosser 3,14: Vor allem bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Alte Kleider abziehen und neue Kleider anlegen, das kann dazu führen, dass wir vielleicht innerlich denken oder das Gefühl haben, wir stehen vielleicht besser da als andere. Dass wir vielleicht Menschen sehen, die Kleider noch nicht ausgezogen haben und denken, die sollten doch auch. Und der Paulus redet hier über das Band der Liebe, das alles umgibt und uns zu einer Einheit zusammenschließt als Gemeinde, als Gemeinschaft. Und schaut, ohne das Band der Liebe wären alle Eigenschaften ziemlich nutzlos. Sie würden runterfallen, wie so ein Gewand, das man anlegt, wo man aber noch ein Band anlegen muss und sonst würde das Gewand runterfallen. Das bildlich gesprochen. Weil diese Liebe gibt uns Halt. Sie gibt uns eine Haltung und eine Ausstrahlung, nicht von oben herab zu urteilen, sondern mit Liebe die Menschen um uns herum zu sehen. Hey, lass uns nach dem Band von dieser Liebe ausstrecken. Lass uns Menschen sein, die sich nach dieser Einheit ausstrecken. Auch hier in der GVC Zürich-Oberland. Und schlussendlich steht die vollkommene Einheit, die uns zusammenschließt. Das ist die vollkommene Einheit. Hey, der Kolosserbrief redet von diesen 4 Bereichen in unserem Leben. Von deinem persönlichen Bereich, von der Arbeit, Ehe, Familie, aber auch von der Gesellschaft. Und ich möchte dich fragen, wo ist es vielleicht bei dir dran, um etwas abzulegen, Gott neu anzugeben? Wo ist es bei dir dran, dein Denken zu erneuern lassen vom Heiligen Geist? Wir können das ganz einfach machen. Im Gebet, in dem wir vor Gott kommen, ihm das hingeben. Ich frage Gott immer wieder in meinen stillen Zeiten, um mich zu verändern. Und ich frage ihn manchmal auch, hey, zeig mir auf, wo ich so Blindspots habe, wo ich vielleicht selber gar nicht wahrnehme und nicht sehe. Zeig du sie mir, dass ich Schritt machen darf und Jesus ähnlicher werden. Ich will zum Schluss beten und ich lade euch ein, zum Aufstehen. Und nachher gehen wir in eine Anbetungszeit. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns verändern willst. Herr, ich danke dir, dass wir das nicht aus eigener Kraft machen, aus eigener Leistung, wie wir fertig bringen, sondern dass es aus der Beziehung, aus der Verbindung mit dir kommt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns aufzeigst, wo vielleicht so Verhaltensmuster sind, Prägungen, Punkte, die so umschwirren in unserem Leben her, wo es eigentlich Zeit wäre, zum Loslassen und zum dir anzugeben. Und Vater, wir wollen alles ablegen und wir wollen das neue Gewand anziehen. Herr, ich bete, dass du uns so eine Sehnsucht gibst, eine Sehnsucht auslöst in uns, dass wir wollen, unser Leben verändern lassen, Herr.
Weil es ist einfach so gut dort, wo mehr von dir in mir ist und weniger von mir, Herr. Ich bete, dass du jetzt gerade in dieser Worship-Zeit, wo wir drin gehen, dass du zu Menschen redest. Und ich bete, Herr, dass du Menschen hilfst, um diesen Schritt zu machen. Ich bete, dass wir da für die paar Wochen zurückschauen und merken, hey, wow, da fällt es mir viel einfacher. Ich bete, Vater im Himmel, dass du Menschen aufzeigst, wo sie vielleicht externe Hilfe brauchen, mit einem Gespräch, in einer Seelsorge. Ich danke dir, Geist Gottes, dass wir da nicht allein unterwegs sind, sondern dass du mit uns Schritt machst und dass du mit uns in unserem Tempo gehst, Herr. Ich lobe und preise dich, Vater. Amen. Amen. Wir gehen